Eure Promotion 11. Spieltag den FC Wolz 71 Tabellen 7. empfängt den Tabellenleader FC Swift Hasper. Die letzten Matcher vom FC Wolz am Championat waren nicht positiv. Par contre kann den FC 71 sich freuen auf der Retour vom Jeff Moos. Bei Hasper fehlen allerdings zwei Hauptspieler, als erstmal den Jordan Swistek und dann noch den Kenan Avdusinovic. Dementsprechend sind für das Spiel Karte so gut wie neu vermischt. Die erste richtige Goalchance kriegt Völzer und das nur 14 Minuten. De Christopher Wabist op der Riezer Seite fënnt de Jeff Moos an de Lauf. Jeff Moos an Duell ginint de Regi an de Fehlen, mech de Kroche, drennt se Jëm Chase an der ass den 1:0 fir d'Wölzer. Mir hatte biselo nach Guerneicht an dieser Partie gesinn. Aus dem Nichts ginint d'Wölzer Aféierung 1:0. 3 Minuten Druck könnt dann von Hasper. Correa Freistoß, Kopfspiel Dauphin, der Ball geht auf den Poto. Dem Dauphin hat nicht viel gefehlt. Wir spielen die 25. Spielminute. Albanese probiert ein Kehr von weitem mit den Hürber, weist sein echt parat. Und dann kommt die Chance für den Break beim FC Wolz. De Jeff Moos mam Carlo Everts an de la fir den Adisiewicz lädt den Zréck fir de Jeff Moos, mit dem fehlt eng Fouspëtz fir de Ball am de le Goal ranzudricken. Appes ass sicher de Swift ass net an eng guten Owen, wie zum Beispiel Heim am Schicht dee flank oder chaist, mit de Ball geht op jede Fall weit doniert. So geht et dann an der Halbzeit. Hasper huet am Moment de Ball besitzt, mé kann net viel dummer da ufenken. Et fehlt immer Präzision beim lächte Pass. Wolz hat 2 Goalchancen an huet eng dofu genutzt. Bis lo geht es mir werdet weiterhin so bleiben. An der zweiten Halbzeit probiert Hasper direkt Druck auszuüben, als ich mal am Kopfspiel von Moger mit dem Ball geht 2 Meter drüber. De Correa probiert das eigentlich aus der Distanz, aber kriegt genau dasselbe Erfolg wie sein Teamkollege. Es geschieht nicht viel an der Partie. Wir spielen schon die 70. Spielminute. Interessante Freistoß für den Swift von Hasper. Der geht geschoss vom Correa und du weißt den Urba sein zweit parat. Mit dann de Corner. Der Ball geht als sich verlängert. Duno de Kosic mit dem defensive Kopfspiel. Der Ball könnte beim Wildchen. Kosic mit der Fuß könnte der Fehler Chase ein Kehr. Der Keita falsch durch. Der Ball könnte zurück beim Moger mit dem No-Schuss. Und du könnte ein richtig stark parat vom Urba. Met war net fertig, de Fehle am weiten Zollspiel. De Keita spielt den Trick wie sein Goalkeeper am Kopf mit dazwischen aus den Dauphin und du könnt die Glanzparat vom Urba. War Wolz nach 4 also definitiv dank dem Urba. Und das war es aber auch schon. Den FC Wolz in der 70 gewinnt sein Duell gegen den Tabellenersten. Etwa wie Dieret und der Länge vom Resümee merken könnt, ich spiele ohne viel Goalchancen. Wolz hat dann am Endeffekt 2 Goalchancen und konnte dummert auf Feierung gehen. An Hannen war den Hörbar so solid, dass kein Ball hergegangen ist. Das war der Key-Fact vom Spiel. FC Wolz in der 70 1, Swift Hasper 0.